was, wenn ich wirklich verantwortlich bin für all meine Umstände? Das gibt mir Selbstermächtigung, dass ich auch der bin, wo alles so kann richten, wie ich will. Das heißt, es braucht kein anderer Mensch mehr. Du wirst dann herausfinden, eigentlich brauchst du niemanden in deiner Welt, außer dich selber, um das zu erreichen, was du willst. Wenn du dich in dein Gefühl hineinbegibst, dass du bereits das bist und hast, was du dir wünschst. Und das so dominant wird und du das ausstrahlst und du immer mehr Ereignisse in dein Leben ziehst und dann musst du halt auch noch handeln. Oder? Und das ist dann der nächste Punkt. Oder? Das heißt, viele Menschen wissen, oder gerade beim Manifestieren, wenn sie sich irgendeine neue Realität manifestieren, dann gehen sie in das Gefühl hinein. Und ich habe jetzt doch schon bei Paaren auch gehört, pass auf, was dir wünschst. Wenn du dir das als real vorstellst, es wird real. Das heißt, wenn du dir anfängst vorstellen, dass du möchtest, Partner, eben jetzt sagen wir, wenn du jetzt anfängst fühlen, wie du dir vorstellst, die Liebe ist in deiner Beziehung und du das so fest fühlst, dann kann es sein, dass von heute auf morgen irgendetwas passiert, dass du nicht mit einem anderen Partner zusammen bist. Und jetzt kommen die Menschen, die jetzt eigentlich richtig manifestieren, ins Schwitzen und denken, jetzt ist das Leben wieder gegen mich, jetzt verliere ich noch meinen Partner. Aber eigentlich ist ja das der Wunsch gewesen. Also, also der Wunsch, ja, für Schlusszeichen halt, eben das Gefühl. Und das Gefühl ist ja dann an einen Mensch geknüpft, sondern nicht an eine Person X geknüpft per se, sondern halt einfach, wenn es mit dieser Person nicht geht, dann geht der aus deinem Leben und jemand Neues kommt in dein Leben. Und das ist dann oftmals halt so smooth und radikal, dass dann halt dann der so gut am Manifestieren ist, plötzlich wieder Schlitterschlotter bekommt. Schlitterschlotter, genau. Und jetzt eigentlich einfach Angst bekommen und jetzt, wenn man da halt dann nicht aufpasst, manifestiert man plötzlich die Angst. Das heisst, Angst wird dominante Gefühl. Wieso? Und plötzlich ist man wieder Opferhaltung. Jetzt hat man eigentlich einen guten Samen gelegt, einen guten Start für eine starke Manifestation, indem dass man es eigentlich geschafft hat, das Ganze ins Rollen zu bringen mit einem dominanten neuen Gefühl. Und jetzt passiert etwas und man sieht das als Strafe wieder und man geht eigentlich wieder retour. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, oder? Also, wir manifestieren immer, wir können nicht manifestieren, weil dein dominante Du, dein Ich, regiert deine Welt. Das heißt, so wie du bist, wie du dich fühlst, alles das regiert deine Welt, das, was du zulässt in deinem Leben, alles das ist das, was du erlebst.